So, und jetzt kommen wir zum nächsten Comedian. Ich sehe ihn das erste Mal live heute Abend. Ich freue mich mega, dass er da ist. Ich kenne zum Schluss die Videos, die sind aber auch sehr witzig. Also macht einen mega großen Applaus für den Diego! What the fuck, was ist das für eine Bude da? Ich bin dort vorne aufs WC und bin von da hinten rausgekommen. Ein bisschen sieht es aus wie eine Fabrik irgendwie. Nein, es ist keine Fabrik, es hat keine Chinesen hier, die arbeiten gesehen. Und das einzige Kind bin auch ich hier. So, Winterthur, wie geht's euch? Schön fair. So, ich bin Ausländer. Ich komme ursprünglich aus Italien, aber bin in Aarau geboren, im Aargau. Und ich meine, als Italiener wirst du schon genug fertig gemacht, sagen im Autofahren. Und nachher sagst du noch, dass du im Aargau geboren bist. Hole in one. Auf jeden Fall, Stereotypen und Rassismus sind immer lustig. Und wenn wir gerade bei diesem Thema sind, ich habe so einen Kollegen in der Schule, der fragt mich jede Woche, ob mein Großvater den Gotthardtunnel gegraben hat. Und ich sage meistens immer, ja sicher ist es er gewesen. Er hat nicht einmal Werkzeug gebraucht, er hat seine Hände gebraucht. Nein, eine sogar, er hat so gerudert. Und er hat den Gotthardtunnel in 2 Tagen gebaut. Und am 2. Tag hat er eine Pause gemacht. Genau. Ja, ich bin in Aarau geboren und nach etwa 7, 8 Jahren sind wir von Aarau in der Nähe von der Stadt Bern ausgewandert. Und dann musste ich wieder mich integrieren, die Sprache lernen und genau die haben richtig gehört, Sprache lernen. Weil ich meine, und das kann jeder das sagen, was er will. Berndeutsch ist eine eigene Sprache. Ich meine, versteht ihr, wenn ich sage, oh, wir haben jetzt den Valerian hier, den Elias, wo ist der Elias? Dort, die verstehen ja Berndeutsch oder sonst irgendwie Leute, die von Bern sind. Aber Leute, die von Winterthur sind, Zürich oder sonst irgend so etwas, verstehen ihr den Satz? Ich musste den Satz aufschreiben. Verstehen ihr den Satz? Verstehen ihr das, wenn ich euch sage, wir gehen morgen zusammen auf die Leutsch, gehen in ein Bein ziehen, miteinander lieren und noch etwas schnauzen. Dann gehen wir lädeln, aber ganz wichtig, wir kaufen nichts, wir nur schneuken. Also 70% von dem, was ich jetzt gesagt habe, habe nicht einmal ich verstanden. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ich weiss noch, das erste Mal, als ich mit einem Berner interagiert habe, war, als ich einen meiner ersten Jobs gemacht habe, am Mittwochnachmittag. Ja, das war so ein Projekt von der Schule. Mittwochnachmittag konnte man arbeiten, man musste sich bewerben sogar für das. Und sie haben mich genommen. Und dann habe ich 2 Jobs gemacht, habe ich als billiger Arbeiter gearbeitet, Ausländer halt. Ja, also es ist so, ich habe 5 Stutz in der Stunde verdient. Also ich glaube, die Sklaven von früher auf der Plantage haben mehr verdient als ich. Das ist nicht so. Ich weiss noch meine erste Bestellung, die ich aufgenommen habe. Am Tisch hockt der urchige Berner. Und ich gehe zu ihm so, «Grüße Kohl, was hätten Sie gerne wollen?» Er schaut mich so an. «Ich hätte gerne ein Mädchenbein.» «Excuse, ich hätte gerne ein Mädchenbein.» Ich als Ausländer und Aargauer habe nicht gewusst, was das ist. Ich bin zu meiner Chefin gesagt, ich habe Panik gehabt. Ich bin zu ihr gesagt, Chefin, der Typ da, dort am Tisch, der alte Sack, der will ein Mädchenbein. Meine Chefin schaut mir so an, «Hey Lamp, bist du dumm, Mann? Weißt du nicht, was ein Mädchenbein ist? Dummer Sieg, Mann!» Leute, ein Mädchenbein ist nicht das. Ein Mädchenbein ist ein Nussgipfel, der wie ein Hufeisen aussieht. Ist ein Schweizer Nationalgebäck. Und ich denke mir einfach, was ist das für ein scheiß Pedomann, der ein Mädchenbein will? Ja. Ich mag mich noch erinnern, es hat noch eine andere alte Frau gehabt, die immer gekommen ist. Sie hatte Demenz gehabt und sie hat mich immer Knecht genannt, weil sie gemeint hat,
Sie ist in der Zeit, wo sie noch so alt war wie ich. Knecht, bring mir eine Klasse! Habe ich die Klasse gebraucht? Ran! Noch mehr! Noch mehr! Ja, Frau Meier, wenn ich Ihnen noch mehr Raum drauf tue, dann geht sie runter. Du machst gefälligst das, was ich dir sage. Während dir überhaupt Berechtigung gibt zu reden. Geht runter. Die Frau wird feuerrot. Immer die Huren Scheiss-Ausländer, die sind für nichts zu gebrauchen. Und immer haben nur die Jobs. Und die Schweizer, die leben vom Existenzminimum. Und weil die Ausländer uns Jobs wegnehmen. Ich habe so gerne durchgearbeitet. Ja, können wir einen kurzen Themawechsel machen. Als Italiener kennt, Deutsch für Anfänger. Von Italienern kennt man ja, hey, ich bin in die Schule gegangen. Italiener sind ja bekannt dafür, für Romantik. Und ich persönlich lege einen riesengroßen Wert drauf. Und ich verbinde es auch sehr gerne mit Musik. Aber ich meine, zu einer Schweizer Frau, oder wie man es in Bern nennt, zu einem Modi, kannst du nicht gehen und von Eros Ramazzotti singen «Più bella cosa non c'è», das versteht sie ja nicht. Und dann habe ich mich so ein bisschen befasst mit der Schweizer Musikkultur. Und in diesem Fall kommt ein ganz spezieller Mensch ins Spiel. Der Göller. Schwan. Spangen im Mauer, Blauen im Gesicht, Zöpfli und schlecht im Turnunterricht. Also was ich mich bei diesem Lied immer gefragt habe, ist das wirklich ein Liebeslied? Weil mir kommt es so vor wie ein Diss-Track, also sorry. Weil ich meine, das ist das Gleiche, ich kann ja zu ihr gehen und sagen, früher bist du fett und hässlich gewesen, man hätte dich für nichts gebrauchen, unattraktiv. Und jetzt bist du wunderschön, attraktiv, jeder will dich, würde sterben für dich. Wobei, es könnte ja vielleicht horny sein, wenn man beleidigt und beschimpft und richtig dreckig. Okay, ich muss aufhören, merci vielmals, Winterthur. Merci euch. Danke vielmals, Diego. Ich schwöre, wo der Schwan gesungen hat vom